Der Donjon. Das ist eine mächtige Festung mit 4 schwarzen Türmen und unzähligen Kerkern und Verließen. Vor allem aber ist der Donjon ein wahnsinniges Business. Abenteurer kommen von überall her, um die Schätze des Donjons zu plündern. Warum das ein gutes Geschäft ist? Weil die Abenteurer Eintritt zahlen. Der Donjon, das ist ein Erlebnis für alle 5 Sinne. Es muss etwas modrig riechen, aber auch verführerisch. Die Türen müssen alt und schwer in die Schlösser fallen. Auch wenn wir sie erst letztes Jahr ersetzt haben. Und man braucht natürlich ein Lichtkonzept. Wir im Donjon haben ein zweifaches Lichtsystem. Fackeln flackern schummrig und sorgen für typisches Abenteurerflair. Und dann haben wir in allen Verbindungsgängen noch lebende Lampen. Das sind fußballgroße, grün leuchtende Monster mit Tentakeln. Und weil sie lebendig sind, geben sie auch ein schön natürliches Licht. Aber man muss sie auch regelmäßig füttern. So, hier schön den Mund aufmachen. Ja, so schön aufessen. Darf ich die nächste Lampe füttern? Nobel, der Wärter hat mir diese heilige Aufgabe anvertraut, als Anerkennung für diverse von mir vollbrachte Heldentaten. 1837 Lampen zu füttern, das vertraut man nicht jedem an. Aber wenn du dich ein klein wenig bemühst, könnte ich mich dafür einsetzen, dass du mein offizieller Stellvertreter wirst. Aber ich will nicht auf der Stelle treten. Ich will Lampen füttern. Herbert! Ja? Da ist ein Typ am Lieferanteneingang. Er sagt, er will alle Lampen kaufen. Kann man den ernst nehmen? Eigentlich nicht. Der hat so ein komisches Kostüm an. Schmeiß ihn raus. Aber er hat auch eine Schubkarre Gold dabei. Lass ihn rein. Und warum wollen Sie die Lampen zum 3-fachen Preis kaufen? Ich stehe einem Ninja-Kloster vor. Wenn wir im heutigen Markt aber überleben wollen, müssen wir uns auch mehr und mehr für Kunden öffnen, die einfach ihre innere Mitte bei uns suchen. Ich verstehe nur Bahnhof. Ninja-Meditationskurse und so. Und diese Leute haben auch Angst vor aller möglichen Strahlung und Magie. Deswegen keine magischen Lampen, sondern lebendige. Herbert, sollten wir nicht zuerst... Sie beide sehen mir aus wie 2, die Verantwortung tragen, auf die man sich verlassen kann. Sonst hätten sie ja auch nicht diesen Job. Stimmt. Ihr Chef wird bestimmt wahnsinnig beeindruckt sein, wenn Sie so viel Eigeninitiative zeigen und so ein Spitzengeschäft mit den Lampen machen. Stimmt. Also haben Nubbel und ich die Lampen aus ihren Käfigen genommen und dem Ninja übergeben. So, Vielen Dank. gern geschehen. Ich hoffe, Ihre Investition lohnt sich. Das wird sie, das wird sie. Warum hat er denn so irre gelacht? Andere Reiche, andere Sitten. Ach so. Das soll bestimmt nur ein Lachen der Dankbarkeit und Demut sein. Dankbarkeit, genau. Der Wärter hatte Gewinn gemacht. Da wäre Dankbarkeit doch angebracht. Vielleicht sogar eine Beförderung. Herbert, ich weiß nicht, ob du ein gutes Geschäft gemacht hast. Meint ihr, ich hätte noch mehr Gold rausschlagen können? Nein. Der Gedanke an den Donjon ohne 2-faches Beleuchtungssystem gefällt mir nicht. Oh, wenn's nur das ist, hole ich euch in weniger als einer Woche genauso viele lebende Lampen aus Beaucasson. Und mit der restlichen Kohle können wir den Donjon renovieren. Gibt's jetzt ein Bankett? Komm schnell mit rauf! Was ist, Marvin? Marvin rannte auf das Dach des Turms, wir hinterher. Alkibiades war schon da und starrte in ein Fernrohr. Komisch, es ist so dunkel. Ist da was vor der Sonne? Was kann das wohl sein? Keine Geister, das hätte ich sonst gespürt. Und auch keine Wolke, es enthält keine elektrische Ladung. Aber es bewegt sich auf uns zu.
Dann muss es ein Schwarm sein. Wahrscheinlich bloß Vögel oder Heuschrecken. Fliegende Frösche. Die sind ja niedlich. Schau mal, Herbert, einer ist auf meine Hand gelangt. Er macht so kleine Hautbläschen, wenn er atmet. Und schau mal, deine Hand macht jetzt auch so kleine niedliche Bläschen. Stimmt, jetzt werde ich auch ganz niedlich. Das brennt, verdammter Frosch! Oh, meine Hand! Zur gleichen Zeit 10 Stockwerke tiefer, in einer Gruft, inmitten der Leichname dutzender frisch gemeuchelter Abenteurer, kam Bewegung in die Dunkelheit. Ja, geht's los? Nein, es wird noch die Fackeln aussehen. Das war der Frosch. Er hat eine giftige Haut. Er kommt ja nicht mit den Viechern in Berührung. Alles rein! Es wird gefährlich! Alle Zugänge schließen! Verrammelt die Schießscharten! Verstopft alle Leitungen! Alle an die Arbeit! In der Gruft wuchs währenddessen die Unruhe unter den falschen Leichen. Los, wir gehen! Los, los, noch nicht. Alle Zugänge sind geschlossen und die Monster sind einigermaßen ruhig. Gut. Sicher ist sicher. Alcibiades, wie lange halten wir durch? Oh, wir haben genügend Vorräte für eine lange Belagerung, Wärter. Aber es gibt ein ernstes Problem. Was denn noch? Jetzt, wo wir den Donjon luftdicht gemacht haben, wird der Sauerstoff knapp. Und bei all diesen Fackeln reicht es nur für ein paar Stunden. Gut. Macht sie aus. Was? Ihr wollt den Donjon ins Dunkel stürzen? Das gibt eine Panik. Außerdem treiben sich noch jede Menge Abenteurer in den Gängen herum. Stimmt. Ohne Licht können wir sie nicht überwachen. Sie werden uns die Bude leer räumen und abhauen. Nein, viel schlimmer. Wenn einer von denen im Dunkeln stolpert und sich etwas bricht, dann haben wir die Klagen am Hals. Genug davon. Alle Zugänge sind versperrt. Also los, macht das Licht aus. Und lasst die Vampire frei. Vampire? Vampire. Sie fressen alles und jeden auf, der sich mit unseren Schätzen davonmachen will. Oder auf eine Schadensersatzklage spekuliert. Eine nach der anderen wurden alle Fackeln gelöscht. Langsam erfüllte Finsternis den Donjon. Und genau darauf hatte man gewartet in der Gruft. Los, wir nutzen die Panik und schnappen uns, was wir können. Es lebe die Hinterlist. Es lebe der Zaster! Ist das dunkel? Wärter, es gefällt mir nicht, dass die Vampire frei herumlaufen. Solange wir in diesem Raum bleiben, kann uns nichts passieren. Diese Frösche lassen nicht locker, was? Solange nur jeder Frosch für sich versucht, hier reinzukommen, ist das kein Problem. Was ist das denn wieder? Dann schließen sich die Frösche zusammen und drücken mit ihrem gesamten Gewicht gegen das Dach. Das ist ein Problem. Faszinierend. Jeder Frosch für sich ist ganz leicht. Aber zusammen können sie ein ganzes Dach zum Einsturz bringen. Ja, das ist wirklich faszinierend. Man nennt das die Schwarmintelligenz. Das Dach und die Barrikaden schützen ein. Öffnet die Tür! Und die Vampire? Rennt zum Ausgang! Herbert! Du sagst allen Bescheid! Okay. Im Dunkeln? Allein? Ich schaff das! Hey, Freunde! Wo seid ihr? Das ist nicht witzig. Mich hat's auch erwischt. Wirklich. Mir tut alles weh. Aua, aua. Hertha? Marvin? Und so stand ich da. Allein. Von allen verlassen. Im dunklen Donjon. Es lebe der Zaster! Es lebe die Hinterlist! Hey, wer spricht so? Schafft alles raus! Na. Halt's Maul! Hört sofort auf damit. Und wenn nicht, bist du gut in der Kunst der Ninja? Und wie? Also zischt ab. Lass sehen, du Großmaul! Ja, euch werde ich es zeigen mit meiner Schicksalskatana. Was willst du, Schicksalsgürtel? Herbert,
Du kannst das Schwert noch gar nicht ziehen. Und ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass das Schicksalsschwert nicht einfach ein Katana sein kann, je nachdem, wie es dir passt. Wieso? Ein Katana ist das Schwert der Samurai und noch dazu einschneidig. Wenn schon, dann wäre das Schicksalsschwert ein Tsurugi, also eine zweischneidige Klinge. Das stimmt. Du hast unsere Gefühle verletzt, uns unsere Kultur genommen. Und dafür werden wir dir jetzt das Leben nehmen. Dazu müsst ihr mich aber erst mal kriegen. Ich rannte los. Rannte, bis ich nicht mehr konnte. Da, eine offene Tür. Ich bin rein und hab mich versteckt. Das war knapp. Gut, dann können wir jetzt mal in Ruhe reden. Da gibt es nämlich noch ganz andere Dinge, die mich am Donjon stören. Lass mich in Frieden. Ich will überhaupt erst mal wissen, wo ich hier bin. Der Boden ist weich und klebrig. Das ist ja ganz klebrig. Wahrscheinlich Fledermauskot. Aber worauf ich aufmerksam machen wollte... Fledermauskot? Oh nein, das kann nur eins heißen. Wir sind im Saal der Vampire. Die Geschlechter. Geschlechter? Geschlechter. Ist dir mal aufgefallen, dass unter den 10 Rollen, die wir bis jetzt in dieser Folge gehört haben, noch keine einzige Frau war? Ich habe gerade echt andere Probleme. Hier der Vampirsaal, draußen die Ninjas. Genau, die Ninjas. Es wäre doch ein leichtes gewesen, die mit Frauen zu besetzen. Oder können Frauen keine Ninjas sein? Schnauze, sonst besetze ich dich gleich um. Versuch's doch, du heteronorme Ente. Du kriegst ja nicht mal dein Schwert aus der Scheide. Na warte, du figurschmeichelndes Lieder. Hallo? Bist du das, Wims? Ich bin's, Georgette. Einer hat meine Brille zerbrochen, als ihr alle raus seid. Bist du das, Wims? Na, da bin ich ja mal gespannt. Nein, ich bin Herbert, der ultimative Vampir. Herbert? Komisch. Der Name sagt mir gar nichts. Tja, ich bin neu. Neu? Neu, frisch dabei. Frisch? Frisch wie diese Ninjas, die hinter dieser Tür warten. Gönnen wir uns noch ein wenig frisches Blut. Nur zu, du darfst als Erster. Da, sie sind genau vor dir. Ein Vampir? Wie niedlich. Komm, wir machen einfach ein Kreuz aus unseren Katanas und dann ist sie erledigt. Na, erkennst du das Symbol? Nö, ich habe keine Brille auf. Und dann hat sich Georgette über die Ninjas hergemacht. Die hatte es echt drauf. Wow, badass. Siehst du? Seit wann bist du eigentlich Feminist? Feminist? Ich? Von wegen. Ich will endlich wieder mehr Ärsche sehen. Und zwar von Frauen. Herbert, der ultimative Vampir? Frauen wie die zum Beispiel. Du findest das wohl lustig, ja? Genau. Ich bin's, Georgette. Bist du noch da? Hier drüben. Herbert? Ja, hier. So hatte ich also eine neue Freundin gefunden. Besser als nichts. Auf meine alten Freunde war ja kein Verlass. Wärter, ich weiß jetzt, was die Frösche anzieht. Eine superpestilenzialische Pyramide. Superpesti was? Gemeinhin auch als SP bekannt oder stinkender Polyeder. Wir nannten das früher die Spitze der Putrefaktion. Damit konnte man in den magischen Republiken Panik verbreiten, wie mit Stinkbomben. Wir müssen sie finden und zerstören, richtig? Richtig. Marvin. Schon gut, Wärter, ich gehe. Ach, wie groß ist denn das Ding? Keine Ahnung. Und welche Farbe hat es? Keine Ahnung. Aber es riecht nach faulen Eiern. Folge einfach der Spur des Gestanks. Oh, toller Tipp. Der ganze Donjon riecht doch nach faulen Eiern. Hallo, meine Brüder. Wo seid ihr? Wir sind's, Georgette und Herbert. Vielleicht solltest du nicht so laut schreien. Wovor hast du Angst? Jeder fürchtet uns im Donjon, sogar der Wärter. Und dann kamen wir an einem Spiegel vorbei. Ich schaute hinein, da war ich, ganz normal, Herbert die Ente. Doch Georgette, sie hatte kein Spiegelbild.
Vampire haben nämlich kein Spiegelbild. Es kommt der Tag, an dem wir der Dunkelheit entfliehen können. Und Vampire sind auch ganz schwarz. Also habe ich flugs ein wenig Ruß genommen und mein weißes Federkleid eingeschmiert, bis ich auch ganz schwarz war. Da sage ich jetzt nichts dazu. Dann werden wir die Herrscher des Donjon und von ganz Terra Amata sein. Super, ich freue mich schon. Aber bis dahin sollten wir vielleicht dem Wärter gehorchen, die Ninjas kalt machen und dann wieder in unseren schönen Saal. Nein, los, wir verwandeln uns in Fledermäuse. Oh, Moment, das ist doch blöd. Also gefährlich. Ohne deine Brille wirst du überall dagegen knallen, Georgette. Du hast recht. Ja, eben. Also, um nochmal auf den Wärter zu... Verwandle dich in einen Wolf und ich folge dir. Wolf, Und während ich jaulend durch die Gänge rannte, ist Marvin noch einmal zurück, denn ihm war etwas eingefallen. Ach, Alkibiades. Ja? Was mache ich, wenn aus Herbert ein Vampir geworden ist? Gibt es einen Weg, aus einem Vampir wieder eine Ente zu machen? Ja, aber der ist langwierig. Also erst muss man die Vampiraugen ausreißen und seine Eingeweide entfernen. Ja. Dann musst du auf seiner Brust 3 Gewinn spielen. Gut. Aber ganz wichtig, du musst gewinnen. Mit den Kreuzen. Nimm ja nicht die Kreise, sonst machst du einen Wiedergänger aus ihm. Weil dann musst du mit dem Gummi deiner Unterhose seine... Warum machen wir Halt? Weil ich total außer Puste bin. Kein Wunder, du schreist ja auch die ganze Zeit Buhu, wie ein Irrer. Ja. Davon kriegt man Seitenstechen. Sobald ich Wolf bin, kann ich einfach nicht anders. Aha. Es ist das Gleiche, wenn ich Fledermaus bin. Dann will ich einfach die ganze Zeit Eier legen. Was erzählst du denn da? Fledermäuse legen gar keine Eier. Nee? Ach so, deswegen gelingt es mir nie. Du bist seltsam, Herbert. Irgendetwas stimmt nicht mit dir. Hilfe! Was ist das? Ein Bruder, der gemeuchelt wird. Dann gehen wir doch in die andere Richtung. Nein, der Mörder kann doch nicht weit sein. Komm mit! Wir werden ihn von vorn angreifen nach dem Chiroptoskop-System. Chiroptos? Du fliegst über ihn, er schaut hoch, ich schnapp ihn mir. Ihr habt all meine Gefährten erledigt, aber mich kriegt ihr nicht. Ich habe die Kurse mystischer Macht und dunkle Kraft besucht. Ich mach dich fertig! Und das Seminar Das dritte Auge. Noch jemand? Los, Herbert, mach es wie abgesprochen. Flieg über ihn, mein Bruder. Aber er hat doch schon... Was denn? Brauchst du erst einen kleinen Klaps auf den Popo? Oh, sag mal, du bist ziemlich warm für einen Vampir. Ich gehe. Ich fliege. Und dann habe ich mich auf den Ninja gestürzt. Das heißt, ich habe mein Bestes getan, um wie eine Fledermaus auf ihn loszufliegen. Und hopp. Flatter, flatter, ich flattere, Georgette. Flatter! Sieh dich vor! Ich bin Herbert, der Vampir, der im Gehen fliegt. Mir egal. Und da war es wieder mal soweit. Ein Schwert steckte in meiner Brust. Das tut super weh. Siehst du? Das ist ein Katana. Jetzt kannst du es mal aus der Nähe betrachten. Du kleine Mistkröte. Au! Das war mein drittes Auge. Jetzt kann ich nicht mehr räumlich sehen. Dabei fußt doch die ganze Methode vom dritten Auge-Seminar auf dem räumlichen Sehen. Jetzt können mich die Vampire einfach übermannen. Meine Brüder, ich glaube, wir haben hier einen Vampir, der nicht so ist wie die anderen. Das wird was kriegen. Was? Ich? Doch. Ich bin genau wie die anderen. Flatter, flatter, fliegen, jaulen, Blut saufen. Und einen Spiegel. Also,
Habe ich was zwischen den Zähnen? Los, macht schon. Zack, zack. Macht euch doch keine Umstände. Schauen wir, ob er sich spiegelt. Lasst uns doch lieber was trinken gehen. Ein Fläschchen Res ist negativ. Ich gebe einen aus. Es ist nicht, was ihr denkt. Gebt mir 10 Sekunden, um eine logische Erklärung zu finden. Meine Brüder und Schwestern. Er hat uns vor dem Henker gerettet, dann wurde sein Herz durchbohrt und er spiegelt sich. Er ist nicht wie wir, er ist nicht unser neuer Messias. Er wird uns aus der Dunkelheit führen. Mit seiner Hilfe werden wir zu den Herrschern von Donjon und von Terra Amata. Ach so, ich hatte es falsch verstanden. Na klar, ich bin der neue Messias. Er erklärt sich selbst zum Messias. Aber sicher, Freunde. Und ab jetzt müsst ihr mir gehorchen. Warum rufen wir nicht den Wärter und reden mit ihm darüber, dass wir... Der Messias! Der Messias! Der Messias! Der Messias! Der Messias! Ja, doch, da könnte ich mich dran gewöhnen. Der Messias misst sich nun in einem Duell auf Leben und Tod mit unserem derzeitigen Meister Graf Graf. Graf Graf? Graf Graf, der heißt wirklich so. Ach so, ist das so eine Art Supergraf? Nein, sondern wie Herr Graf, aber dann ist er eben auch adelig. Und das gibt dann Graf Graf. Ah, na dann. Ja! Lass mich auf Leben und Tod! Lass Leben und Tod! Lass uns auf Leben und Tod! Also haben mich die Vampire zu ihrem Chef gebracht, der sich auf einem Thron fläzte und ungefähr 4-mal so groß war wie die normalen Vampire. Dieser mickrige Wicht will mich also herausfordern. Oh, was heißt hier herausfordern? Wir könnten auch... Wie ist mit Jobsharing? Das geht doch prima in Führungspositionen. Wicht ist der Messias, Graf Graf. Du bist also der neue Messias? Naja, mal Hausmeister, mal Hausmeisterlehrling, mal Messias, mal Mädchen für alles. Ich kann mir auch was anderes suchen, wenn Sie wollen. Der Kampf möge beginnen. Vorsicht! Ich ziehe mein Schwert. Sie müssen es mir wegnehmen. Und dann hat sich dieser riesige Vampir in eine riesige Fledermaus verwandelt und hat mich durch den Donjon gejagt. Plötzlich kam Marvin um die Ecke mit einer Fackel in der Hand. Toll, dass du kommst! Und hat mich K.O. geschlagen. Hey, hau ab. Das ist mein Gegner. Was dann geschehen ist, habe ich nicht mitbekommen. Aber als ich wieder aufgewacht bin, schmorte der Graf eingewickelt in einem dieser großen Samtvorhänge, die überall im Donjon hingen. Und Marvin, der malte Kreuze und Kreise auf meine Brust. Kreuz, Kreuz, Kreis. Ich krieg's einfach nicht hin, Mist. Was machst du da? 3 gewinnt, aber es ist zu schwierig. Na gut, dann fangen wir mit den Augen an und dann nehmen wir die Eingeweide. Keine Sorge, ich tue das für dich. Du wirst mir noch dankbar sein. Wann? Wenn ich tot bin? Doch da hatte ich eine Idee. Ich hatte ja noch meine neuen Freunde. Zu mir, Vampire! Zu mir! Hä? Fledermäuse? Herbert hat den Grafen besiegt! Unser Messias! Messias, sollen wir den Drachen fressen? Nein, den hebe ich mir als Imbiss auf. Es gibt wichtigere Dinge jetzt. Ja, messianische Taten! Ja! 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 Beginnen wir mit dem Gang ins Licht? Ja, oh Messias! Führe uns aus der Dunkelheit! Ja, wir haben lange genug gewartet! Ja, na klar, gehen wir ins Licht. Habt ihr Kerzen? Sprengt die Fenster! Los! Ja, ja, ja! Alle zusammen! Hey! Wäre
es nicht cooler im Keller mit Kerzen? Alle zusammen! Wir erobern Terramata! Ja, verschiebt die Schiebegardinen! Öffnet die Fensterle! Zerreißt die Rollos! Die Vampire haben all die Fenster, die wir wegen der Frösche verbarrikadiert hatten, aufgemacht. Und dann ist es auf einmal hell geworden. Ganz hell. Ich war geblendet vom Licht. Als ich wieder sehen konnte, da war da, wo eben noch die Vampire standen, nichts als kleine Aschehäufchen. Schade. Ich fing gerade an, sie zu mögen. Du hebst mich also als Imbiss auf? Du Mistkerl. Sonne. Oh, ich bin in der Sonne. Ich bin kein Vampir. Marvin! Ach so. Na dann. Cool. Ist überstanden, hä? Jetzt brauchen wir nur noch die anderen zurückzuholen. Vorher müssen wir den Fröschen folgen, um die superpestilenzialische Pyramide zu finden und zu zerstören. Super was? Oh, schau, da vorne fliegen welche. Oh, das ist ein ganzer Strom. Komm, wir folgen ihm. Der Strom führte uns geradewegs zurück in den Thronsaal der Vampire, wo ich auf den Grafen getroffen war. Doch auf dem Thron saß jetzt... Georgette! Die Frösche flogen schnurstracks in ihren Mund. Guck mal, ich hab so ein stinkendes Ding gefunden, das die Kröten anzieht. Und es mir in den Bauch gesteckt. Welch ein Schmaus! Ja, super. Aber du bist ja der Messias. Ich sollte dir die Pyramide als Tribut entrichten. Hier. Genau, gib sie ihm. Ich steck sie dir tief in den Bauch. Lass es dir schmecken. Marvin, tu doch was! Ja. Nichts wie weg. Und so sind wir rausgerannt und ein riesiger Schwarm Frösche hinterher. Hierher, schnell! Hier ist eine geheime Schleuse nach draußen. Ja, und da kommen Herbert und Marvin. Und Zillionen Frösche. Alkibiades, in Herberts Bauch, die Pyramide. Alkibiades, ihr müsst mir helfen. Die wollen alle in meinen Bauch. Dabei ist er doch Vegetarier. Genau. Sie werden Herbert zum Platzen bringen. Schnell, ich reiß den Schnabel auf. Nicht nötig. Und dann hat mir Alkibiades direkt in den Bauch gegriffen, einfach durch meinen Körper hindurch und die Pyramide herausgeholt. Ganz schön kleines Ding. Für so viel Aufregung. Achtung, Alkibiades! Die Frösche! Zongo, fang! Und dann hat er die Pyramide zu Zongo geworfen. Und der hat sie einfach weggeschlagen mit seiner großen Keule, wie einen Baseball. Das war ein richtiger Home Run. Die Pyramide ist ziemlich weit geflogen und die Frösche hinterher. Keine Ahnung, was aus ihnen geworden ist. Und so endet diese Geschichte aus dem Donjon. Ich habe ihn mal wieder gerettet, möchte ich sagen. Naja, leider sagen die anderen was anderes. Herbert, und darf ich jetzt die nächste Lampe füttern? Nein, Nobel, das macht Herbert. Und nachher putzt er den ganzen Froschstreik weg. Ja, Wärter. Super, dann können wir uns ja endlich mal in Ruhe unterhalten. Mir ist nämlich noch was ganz anderes aufgefallen. Muss der Donjon eigentlich so klingen, wie er klingt? Also ständig dieses Fackelgeflacker, diese schweren Türen. Könnte das Sounddesign etwas unkonventioneller ausfallen? Kulturell wertvoller. Immer das fließende Blut, die austropfende Hirnmasse, reißende Haut, reine Monster, sterbende Seelen. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.